Dat hei as d'Geschicht vun engem klinische Versuch, déi 1747 u Bord vun engem Schiff vun der britischer kiniglecher Marine stattfand huet. Fir ze testen, wat die best Method wie, fir Skorbut zu behandeln, huet de Schiffsdoktor 6 verschieden demols rekommandéiert Tretementer ginn, o Gruppen mat immer 2 Seeleit. Vun diesen Tretementer waren Orangen an Zitronen. Die 2 Seeleit, die Orangen an Zitrone kruten, sirem gesund ginn. No langer Unsicherheit, wo den dun wéi ein Tretement effikaz war. Seit 1747 hun Sachen sich natürlich verändert. Mehr Haut, so wie Demols, als de beste Weh fir vier am Nodeler vun eng Tretement zu erforschen, e klinische Versuch zu machen. Klinische Versuch. Erster Punkt. Wéi de klinische Versuch gemacht gëtt, also de Protokoll, muss formell genehmigt gehen. Wissenschaftler, die die Idee für den Versuch hatten, dürfen das nicht machen, weil sie sonst Resultate beeinflussen könnten. Das Protokoll wird also von einer unabhängigen Ethikkommission aus Experten und Bürgern zusammengestellt. Zweiter Punkt. Patienten müssen in Gruppen abgedeelt gehen. Eine Gruppe kriegt das Neidmedikament, eine Kontrollgruppe kriegt das nicht. Auf verschiedene Fälle kriegt die Kontrollgruppe ein Placebo, also ein nicht aktiv Präparat, das aber am Ausgesehen mit dem neuen Medikament identisch ist. Gibt es aber schon ein Medikament, das als wirksam gilt, kriegt die Kontrollgruppe das überreicht. Patienten gehen um Zufallsprinzip denen 2 Gruppen zugeordnet. Es gibt zum Beispiel losgezogen. Das Methode wird Randomization genannt, an hilft Gruppen zu bilden, die ähnlich aufgebaut sind, so dass beim Vergleichen von den Resultaten Unterschiede auf Behandlung zurückzuführen sind und nicht auf Patienten. Dritter Punkt. Patienten wissen nicht, ob sie das getestete Präparat oder ein Placebo kriegen. Das wird Verblendung genannt und evitiert, dass Patienten Erwartungen haben, die Resultate beeinflussen könnten. Doktoren wissen auch nicht, wer Patienten am Versuchsgruppe oder am Kontrollgruppe sind. Das vermeidet auch eine Beeinflussung von den Resultaten. Das nennt ihn dann Verblendung. Vierter Punkt. Zum Schluss von einem Versuch müssen die Resultate von unabhängigen Forschern analysiert werden, weil die Forscher dürfen kein direkten Interesse an den Resultaten haben. Fünfter Punkt. Ein doppelblinder Versuch muss an anderen unabhängigen Studien wiederholt gehen. Sechster Punkt. Es geht nicht darum zu beweisen, dass das Neidmedikament mehr effekaz ist wie das aus dem Kontrollgruppe. Aber der Gesundheitszustand der Patienten muss sich wirklich verbessern. Dafür müssen Nutzen und Risiken von Medikamenten ganz genau gegen den aufgewiesen gehen, um sicherzugehen, dass die Vorteile mehr groß sind wie die Nachteile. Worüber ich aufpassen muss. Ein Placebo darf nicht benutzt werden, wenn schon andere effikace Medikamente existieren. Der Vergleich soll mit den besten disponiblen Medikamenten gemacht werden. Die Resultate von der Forschung sollen ohne Bedenken an der Praxis benutzt können gehen. Ein klinischer Versuch soll auf Patienten gemacht werden, für die das Medikament gedurcht ist. Kanner, Leute, ethnische Minoritäten und Frauen gehen leider oft von der Forschung ausgeschlossen. Es können noch Fehler auftauchen bei der Evaluation von der Effekazität von einem Medikament. Ein Beispiel. Ein hoher Cholesterolwert bedeutet ein hohes Herzinfarktrisiko. Aber ein neues Medikament, das den Cholesterolwert aufsetzt, kann nicht generell als wirksam gegen Herzinfarkt bezeichnet werden, außer wenn das die Sterblichkeit senkt. Allein das Cholesterol zu senken, ist nicht genug. Eine Behandlung muss darauf bewährt gehen, ob sie wichtige Vorteile für die Patienten bringt. Es können Mängel beim Absetzen von klinischen Studien geben. Es ist nicht nur ein Ziel, zu bestimmen, ob ein neues Medikament genauso effekaz ist wie ein aktuelles Standardmedikament, aber es muss besser sein. Patienten wollen sicher sein, dass das neue Medikament besser wirkt und nicht just gleichwertig ist wie ein alt. Die Gesundheit von uns allen kann verbessert gehen durch Entscheidungen, die von qualitativ hochwertiger Forschung beeinflusst werden. Die Europäische Union steht für eine bessere Organisation, mehr Transparenz und Unabhängigkeit von den klinischen Studien und neuen Medikamenten. Das ist am Interesse von den Patienten und der Öffentlichkeit.